Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zum Making-of von See. Ja, ich bin wieder mal vor der Kamera und ich möchte euch das mal ein bisschen hinter der Kamera mitnehmen. Die Überleitungen heute. Ja, ich möchte euch mal ein bisschen einen Einblick in meinen Kopf geben und wie es hinter der Kamera hat ausgesehen beim Drehen von See. Und ich hoffe, ihr könnt da vielleicht etwas mitnehmen, wenn es euch interessiert. Legen wir los. Die ganze Idee für die Webserie ist entstanden, als ich spazieren an der Weiher in St. Gallen und durch die Landschaft gelaufen bin, von diesen grossen Wäldern und diesen Weihern. All die Gefühle, die auf mich so reingekommen sind, so, das zu erforschen und irgendwie dort eine Geschichte daraus zu machen, hat sich sofort irgendwie so ein bisschen aufgebauscht. Ich glaube auch, dass wir den Ort und die Mystigkeit und die Macht auch sehr gut haben, können in den Bildern einfangen. Die erste Folge ist eigentlich ein bisschen da zum Einleiten natürlich. Und es ist auch halt noch nicht so mega eine erste Folge, sondern eben, wie gesagt, es ist eine Pilotfolge. Wir wollten ein bisschen das Setting zeigen, wir wollten ein bisschen den Mood zeigen, wir wollten ein bisschen Charaktere zeigen. Wir wollten einfach ganz viele Fragen aufwerfen und einleiten in das Thema. Also, schau, manchmal musst du einfach ein Risiko eingehen für einen guten Shot. Und ja, jetzt habe ich hier Brennnessel. Wir haben für sie ein Wochenende lang gedreht. Am ersten Tag in einem Team von 8 Leuten und am zweiten Tag mit einem Team von, ich glaube, 5 Leuten. Natürlich bringen die Drehs immer wieder ihre Schwierigkeiten mit. Zum Beispiel am ersten Drehtag sind ganz viele Sachen passiert, wo wir nicht damit gerechnet haben. Es sind einfach ganz viele Sachen passiert, die uns zeitlich mega zurückgeworfen haben. Aber danke an alle, die dabei waren. Und am zweiten Tag waren wir dann ein bisschen effizienter und haben am Morgen gerade eine Szene schon gedrillt von Alex und von seiner Mutter. Und dann sind wir in den Wald gegangen und haben das ganze Zeug wieder hochgeschleppt. Also wir hatten jemanden, der uns hochgefahren hat, haben wir das ganze Zeug wieder geschleppt und haben wir wieder gedreht. Und ganz am Schluss des Drehtags ist noch meine Jacke, die gelbe Jacke vom Paddy, ist dann noch untergegangen in dem einen Weiher. Und ich bin dort noch ins Wasser gesprungen und wollte sie wieder rausholen. Ich habe dann die Jacke nicht mehr gefunden, ich musste sie dann nochmal kaufen. Und die Stunde. Spiel! Pass einfach ab am Gefühl! Findest du nicht? Weißt du, wie tief wir sind? Ich habe für sie etwa 50 Stunden geschnitten und color graded und Sounddesign gemacht und nachvertont. Und zwischendurch ist auch noch mein Kompi abgelegen. Die Festplatte hat einfach den Geist aufgegeben und ich habe mir dann einen neuen Computer gekauft und auf dem neuen Computer fertig geschnitten. Also es hatte da das ein oder andere Problem gegeben, aber es hat ja schlussendlich alles funktioniert. Und so, dann wäre es schon mit dem Making-of. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen und ein bisschen hinter den Kulissen schauen. Und wenn es euch gefällt, dass ich von Projekten so Making-ofs mache, dann schreibt es mir doch in den Kommentaren, dass ich das vielleicht mehr machen soll. Oder, dann sind gespannt, weil jetzt geht es erst richtig los. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao! Der Can ist ein mega cooler Typ. Also abonniert ihn einfach.